Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Hallo Freunde der wunderbaren Kölschen Sprache, hallo an die Nicht-Kölner, die aber bei uns auf dem zweiten Bildungsweg ein wenig Kölsch erlernen wollen. Daher jetzt Hefte raus und wir erklären heute die Bedeutung einer der wunderbarsten Kölschen Vokabeln. Und zur Abfrage bittet der strenge, aber gerechte Lehrer Welsch, beziehungsweise Minge Vokabeltrainer der Uli. Ach hör mal, mir gegenüber sitzt heute der Frank und ich bin sehr froh, dass er noch Zeit hätte, weil der hat nämlich normalerweise als Umzugshelfer, Gärtner, Fliesenleger und Tapezierer so viel zu tun, dass der sich nebenbei damit eine Menge verdient. Ja, der Kaczmarek. Aber um welches Wort, lieber Uli, geht es denn heute? Heute wollen wir mit euch einfach mal über das Lappöhrchen erzählen. Ein wunderschöner Kölscher Begriff, herrlich, den man jetzt eigentlich, wir könnten die Folge schon abschließen, indem wir sagen Lappöhrchen, Cash in the Tash und fertig. Ja. Aber so einfach machen wir uns das nicht. Wir wollen euch natürlich das komplette Programm geben. Das Lappöhrchen ist nämlich definitiv kein kleines, flauschiges Kaninchen, sondern wenn der Kölscher ein Lappöhrchen macht, dann ist das so, wie der Frank mit seinem Tapezier, Gärtner und Umzugshelferjob, dann verdient er sich ein paar Mark nebenbei. Und zwar so ein paar Mark nebenbei, von dem das Finanzamt jetzt nicht zwingend direkt unmittelbar was mitkriegt. Ja, also tatsächlich geht's beim Lappöhrchen um glasklare Schwarzarbeit. Und bevor hier jetzt jeder anfängt, uns anzuschreiben, beziehungsweise mich und anfragt, ich mache sowas nicht, das darf ich ja nicht, weil es ist verboten. Woher genau das Wort Schwarzarbeit jetzt aber kommt, darüber sind sich die Sprachexperten genauso wenig einig wie bei den Kölschen die Übersetzung von Lappöhrchen. Das wäre nämlich auch keiner. Eine Erklärung ist, dass Verbrecher früher möglicherweise mit den Worten Schwarzen oder Schwärzen meinten, dass etwas Verbotenes bei Nacht getan wird. Andere Experten glauben, dass die Begriffe ihren Ursprung im Jiddischen haben, wo Schwarz für Armut steht. Schwarzfahrer oder Schwarzarbeiter würden demnach von der Armut zu ihrem Tun getrieben. Das ist ja auch nicht so schlimm, ne? Und wenn man sich jetzt die Statistik ansieht, ist der Schaden durch Schwarzarbeit erheblich, ne? Also ist jetzt nicht wenig, ne? Gemäß dem Wieso ist das denn ein Schaden durch Schwarzarbeit? Ja, also gemäß dem Statistikportal Statista, was der Uli irgendwann mal ausgegraben hat, wird für das Jahr 2023 ein Umfang der Schattenwirtschaft in Deutschland in Höhe von rund 433 Milliarden Euro prognostiziert. So nicht schlecht, oder? Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Cash in the Tash für die Lücke, ne? Das sind immerhin satte 10% des gesamten Wirtschaftsleistung. So, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass auch Köln den Schwarzarbeiteranteil von circa 10% erreicht, macht das 6,2 Milliarden Euro, die den Kölschen durch die Lappen gehen. Die hätte man jetzt für andere Sachen verschwenden können. Damit könnte man 6 Opern bauen. 6 Opern bauen. Man könnte, was weiß ich, der Neumarkt noch 3-mal neu und wieder zu und neu und wieder zu machen. Wie auch immer. Also man könnte durchaus sagen, es entsteht ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. So, was ist denn in Köln, meinst du denn, lieber Uli, der größte Treiber der Schwarzarbeit? Der Fasseloven. Auch. Der Fliesenleger. Auch. Die Putzfrau. Nee, die ist es jetzt mal wirklich nicht. Der Kölsche Klüngel. Und warum ist das so, lieber Uli? Ja, also der Kölsche Klüngel ist natürlich schon so ein Thema, ne? Jetzt für die Auswärtigen, die damit nicht so ganz vertraut sind. Der Kölsche Klüngel ist nicht, dass man sagen kann, ich tu was für dich und dann tust du unmittelbar was für mich. Das ist der große Unterschied. Der Kölsche Klüngel, der ist mittelbar. Das heißt, ich tue dir mal einen Gefallen, ich tue dir nochmal einen Gefallen und nochmal einen Gefallen. Ich rechne das aber nicht unmittelbar auf, sondern man guckt einfach mal so. Und irgendwann rufe ich dich mal an und sage, jetzt brauche ich auch mal einen Gefallen. Und dann ist das der klassische Kölsche Klüngel. Nochmal, ganz wichtig ist der Unterschied, es ist nicht unmittelbar, es wird nicht aufgerechnet, sondern man kennt sich, man hilft sich und alles ist gut. Und die Höhner haben da auch irgendwie ein schönes Lied darüber gemacht. Das Lied heißt, hier trifft sich Jod und die Welt. Das spielt im Jürzenich. Und da gibt's die schöne Zeile, in dir, also dir ist jetzt der Jürzenich, wird je viert, je danz und je lach, und so manch Lappürsche je mat.
Und jetzt ist spätestens jedem klar, hier ein Gruß an den Volker Weininger, falls er uns hören sollte, der Sitzungspräsident, der hat einen wunderschönen Satz geprägt und damit hat er ausnahmsweise mal recht. Denn wer bei der Prinzenproklamation in der Pause zwischendurch seinen Bauantrag nicht durchkriegt, der hat alles falsch gemacht. Ja, also das ist alles sehr, sehr schön. Aber die schönste Übersetzung, die eigentlich mal erfunden worden ist, die kommt von Harald von Bonn. Der ist der Betreiber der sehenswerten Website Kölsche Musik und bezeichnet das Lappührchen als die Negierung eines Unterschieds zwischen Netto und Brutto. Schön gesagt, oder? Kann man nicht schöner ausdrücken. Wir müssen natürlich jetzt nochmal den Begriff Lappührchen uns ein bisschen genauer angucken, denn irgendwie muss ja Lappührchen noch irgendwo herkommen und im ersten Moment guckt man natürlich immer in den Wrede. Adam Wrede, der neue kölnische Wortschatz, wichtigstes Lexikon zur kölschen Sprache. Ich zitiere den Wrede zu Lappührchen. Verniedlichung zu Lappohr, also langes Ohr. Flickstück oder Lederstück in halbrunder, länglich runder, einem Ohr oder Öhrchen ähnlicher Form, wie es Schuster beim Ausbessern des Schuhwerks gebrauchen. Übertragen auf solche Flickarbeit oder Kleinarbeit, verallgemeinert als Kleinigkeit. Die Ableitung aus dem französischen Labor ist Unsinn. Also, das kann es schon mal nicht sein. Woher geht das Wort? Ich mache dann in solchen Fällen immer meine Thekenumfrage. Wir gehen dann nämlich an die Theke und fragen, was haltet ihr eigentlich davon? Und die Thekenumfrage hat ergeben, nee, Kleinigkeit ist das wirklich nicht. Aber ganz wichtig ist auch, in meiner Kneipe an der Theke macht keiner ein Lappöhrchen nebenbei. Definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, die haben sogar noch extra gesagt, wehe, du kommst mit deinem Podcast um die Ecke und sagst, deine Thekenkumpels würden Lappöhrchen nebenbei machen. Das ist nicht so. Wobei ich tippe mal, der ein oder andere von denen hat da seine Finger schon im Spiel, weil 9 von 10 Haushaltshilfen in Privathaushalten arbeiten schwarz. Die machen eine Lappürsche. Und dass ausgerechnet meine Thekenkumpels ihre Putzfrauen legal angemeldet haben, sei mal dahingestellt. Ja, aber vielleicht sind das ja auch alles Freundschaftsdienste, ne? Also, weil es gibt eine wunderbare Website, businessandmore.de, ja, ist da, wo der Lindner alle seine sensationellen Ideen herbekommt, um die Finanzen auszugleichen. Die schreibt nämlich, insofern können Sie also mit ruhigem Gewissen Ihren fleißigen Helfern und Freunden auch etwas Geld bezahlen. Jetzt kommt leider eine Einschränkung. Wichtig ist, dass die Freunde den Empfang des Geldes aber quittieren. Ja, ich habe da immer einen Quittungsblock dabei, wenn ich mit den Kumpels unterwegs bin, ne? Ja, ich meine, in der Regel wird das ja auch, sag ich mal, in Naturalien ausbezahlt. Ne? Kranz Kölsch, ne? Da kannst du den Deckel dann behalten. Ne? Dann hast du eine Quittung quasi, ja. Ne? Irgendwie so, ne? Wobei, eine Frage bleibt noch. Okay. Wir haben unseren vollkommen überbezahlten Tontechniker, der jede Woche von uns bezahlt wird, das zu machen. Hast du das beim Finanzamt alles ganz sauber angegeben? Natürlich habe ich das alles angegeben. Also, liebes Finanzamt Köln-Süd, Jannik Mausbach, guck da mal genauer rein. Der bekommt jede Woche von uns 980 €, weil der die Tontechnik hier macht. Ob der die korrekt versteuert hat, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber guck mal bitte nach. Muss man Familie auch bezahlen? Ich wusste das ja nicht. Ja, ist ja nicht Ming-Familie. Ach, das stimmt. In dem Sinne, liebes Finanzamt, wenn ihr das gehört habt, wir, der Frank und ich natürlich, wir sind vollkommen sauber, wir machen ja nix. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Demnächst macht das eine oder andere Lappürsche. Wir wünschen euch einen schönen Sommer, madet Jod und bis demnächst. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.